ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Morgen mit Abendmahlgebet, oder vielleicht schaust du auch am Mittag zu oder vielleicht siehst du es auch am Abend, wann auch immer. So schön bist du mit dabei und wir können heute wieder eintauchen in die Gegenwart und uns bereichern an der Kraft vom Abendmahl, an der Kraft vom Kreuz. Heute geht es um Schmerz loslassen. Hier sieht man den Unterschied. Susanne voll ready, die ist voll wach und man sieht es, völlig müde. Weil es ist einfach so, morgen ist nicht meine Zeit. Also wenn ich natürlich aufstehe, dann bin ich immer voll da. Ich bin nicht kein Morgenmuffel. Nein, das aber ich bist du nicht, ich habe gar von meiner Frau nicht. gesagt, steht meine Frisur, alles, ich habe alles gemacht, aber man merkt einfach, morgen ist wirklich, für mich ist ein Kampf. Und dann bin ich so dankbar, dass ich mit euch zusammen so früh aufstehen kann. Das heißt natürlich, wir müssen schon fast eine Stunde früher aufstehen, um alles vorzubereiten, zu diskutieren. Das ist cool und darum ist es eigentlich für mich schon gefühlte 6 Uhr morgens, kann man sagen, oder? Wie meinst du das? Ja. Es ist ja 7 Uhr. Ja, schon, aber wir sind schon eine Stunde früher aufgestanden. Okay, das wollte ich mit dem sagen. Genau. Also, was wir heute machen, ist wichtig. Wir sind ja im Jakob-Thema drin. Und wir gehen eigentlich Kapitel für Kapitel durch. Und heute ist das Thema Schmerzen loslassen. Und wir gehen wirklich Kapitel für Kapitel durch. Also nicht einfach random, sondern genau nach dem Buch. Weil heute ist der 9. Januar und deswegen sind wir heute beim 9. Kapitel Genau, vom und Josef. was wichtig ist, wie kommen wir auf dieses Thema, hat mit dem zu tun, wenn man die Josef-Geschichte anschaut, und ich werde es auch am Sonntag erklären. Es gibt so, Josef hat einen Traum. Und dann kommt plötzlich ein Kapitel, kommt ins Gefängnis und ist dann beim Potiphar und es gibt einen Einschub. Und der Einschub von Judah und Tamar macht eigentlich so keinen Sinn. Und plötzlich kommt eine Geschichte. Und die Geschichte, haben wir gestern schon ein bisschen gesagt, hat mit dem zu tun, dass eben Tamar hatte 3 Söhne in dem Sinne. Judah. Judah. Der erste ist gestorben, der zweite ist gestorben und der dritte wollte er bewahren. Und das gleiche ist eben schon seinem Vater in dem Sinne passiert. Josef gestorben, Simon gestorben und dann Benjamin hat gesagt, kommt nicht in die Tüte, dann lasse ich nicht gehen. Also es wiederholt sich wie ein Einschub im Leben. Und der Einschub der Geschichte von Josef ist eben so, man versteht plötzlich, wieso ist Josef so arrogant und wieso macht der Vater ihm ein wunderbares Geschenk mit dem Mantel, weil er hatte Angst wieder, das Gleiche passiert mir nochmals. Und darum kommen wir auf das Thema den Schmerz loslassen. Und meine Frage ist eben, was ist bei dir ganz konkret, wo du Dinge erlebt hast wie ein Einschub? Du bist jetzt heute das geworden, was du bist. Vielleicht hast du in deiner Geschichte ist eine Trennung, einen Verlust. Gestern hat mir jemand geschrieben, ich habe ein schlechtes Jahr gehabt, so ein Hiob-Jahr. Ich habe Menschen verloren, ich habe auch sogar meinen Hund verloren, dem mir sehr, sehr nahe steht. Und ich bin ready für ein neues Jahr und eben der Einschub. Und wir alle haben Einschübe im Leben, Dinge, die uns prägen, wie wir heute auch, wie wir geworden sind. Und darum möchte ich ganz konkret jetzt auch nochmals ein bisschen in die Vergangenheit gehen, weil gewisse Themen, die man nicht an das Kreuz gebracht hat, oder sage jetzt mal, dass man nicht gelöst hat mit Jesus, das wiederholt sich also ein bisschen so unbewusst. Und man reagiert plötzlich oder gewisse Dinge triggern dich, weil man eben verletzt geworden ist und man sagt, das geschieht mir nie mehr in dem Sinne. Und wieso kommen wir auf das Thema Schmerz loslassen? Weil Jakob hätte eigentlich das wissen müssen und ich möchte 1, 2 Bibelverse vorlesen und dann werden wir konkretes Abendmahl zusammen einnehmen. In 1. Mose 28, Vers 10, ich mache jetzt einen großen Sprung. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und eigentlich könnte man sagen, er war Richtung Haran. Wieso wird Beersheba erwähnt? Es ist interessant, in Beersheba hatte Jakob nichts, weder eine Familie noch irgendetwas. Und manchmal muss man etwas verlassen, um in den Segen Gottes hineinzukommen. Und Jakob hätte wissen müssen, hatte ich nichts. Und ich habe schon mal alles verlassen. Ich habe schon mal mein Beersheba verlassen und in Haran hat Gott mich gesegnet. Also, und wir alle haben Wunder schon erlebt. Einmal, das kannst du aufzählen, Wunder, vielleicht eine Schule, sage ich jetzt mal, Schule, Schulort, Familie, Haus, you name it. Und plötzlich vergisst man, dass Gott schon mal mich aus Beersheba, nimm jetzt deine Situation, rausgeführt hat nach Haran und hat mich gesegnet. Und jetzt stehst du wieder vor einer Situation, du denkst wieder, wie Jakob, das wird nichts mehr. Und darum den Schmerz von Beersheba, oder man sagt auch, das Volk Gottes hat Ägypten verlassen. Aber Ägypten war noch in ihnen drin. Oder man kann sagen, wir haben das alte Leben verlassen,
aber das alte Leben ist noch in uns. Und meine Frage ist eben heute Morgen, für was ich beten möchte, welches altes Leben oder welcher Schmerz ist immer noch in uns drin? Das haben wir wie mitgenommen, ich sage jetzt mal von 2023, mitgenommen, übers neue Jahr, oder? Rübergerutscht, kann man sagen, und ist noch in uns drin. Und das ist eben mega, mega krass. Ja, und manchmal ist es auch so, um einen Traum zu erreichen, müssen wir ja auch die Komfortzone verlassen. Und das Spannende ist doch, dass selbst Schmerz und Enttäuschungen können so eine Komfortzone sein, wo man einfach weiß, wenigstens weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn es sich schon nicht gut anfühlt. Und das ist heute auch so ein Punkt, der mir aufs Herz gekommen ist. Wenn wir einen Traum erreichen möchten, dann müssen wir die Komfortzone verlassen, selbst wenn es Schmerz und Enttäuschung ist. Enttäuschung, dass etwas nicht gelungen ist, dass man vielleicht schon mal einen Versuch gemacht hat, aber er ist misslungen. Ja. Enttäuschungen, dass ich selber einen Fehler gemacht habe, dass ich selber vielleicht irgendwo versagt habe, das dürfen wir heute alles hinter uns lassen. Und das Schöne ist, wenn wir ans Kreuz gehen, wenn wir das Abendmahl einnehmen, dann können wir uns immer vorstellen, wir geben etwas ab, also wir bringen etwas wie Schmerz, Enttäuschungen, negative Erfahrungen, Fehler, die wir gemacht haben. Wir bringen etwas und wir lassen das los. Oftmals gehen wir ans Kreuz, wir sagen es Jesus, aber wir nehmen es sozusagen wieder mit. Und in dieser Woche möchten wir immer wieder uns daran erinnern, gerade mit dem Abendmahl, wir bringen etwas und empfangen etwas Neues. Das ist ein klitzekleines Detail, auf das ich noch eingehen möchte, Susanne, weil oft, also ich habe mich auch enttappt, by the way, es ist kein Angriff gegen jemand. Ich habe oft gebetet, Jesus, nimm das weg von mir, oder? Und das ist so wie eine passive Haltung, aber eigentlich funktioniert das nicht so, sondern man bringt etwas ins Kreuz. Das ist ein kleines Detail, das kann man sagen, ja komm, daran wird es ja nicht liegen. Doch, es hat mit einer Einstellung was zu tun. Es ist nicht so, ich bin passiv, ich mache nichts und ich halte Jesus mein Leben hin und sage, komm, nimm das weg von mir, sondern ich bin aktiv. Bringen ist eben etwas Aktives. Und ich möchte dich jetzt heute Morgen einladen, wenn wir das Abendmahl einnehmen, dass du aktiv deinen Frust, deine Enttäuschungen, deine Niederlagen, dein Jähzorn, deine Eifersucht, dein Vergleichen, you name it, bewusst aktiv Jesus bringst. Und das ist eben der Power vom Abendmahl. Also zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben, es gibt natürlich viel mehr. Vielleicht bist du enttäuscht von einer Beziehung, die nicht so ist oder rausgekommen ist, wie du es gedacht hast. Man hat einen geliebten Menschen verloren, also wenn es in der eigenen Familie ist, das ist wirklich, ich spreche nicht einfach so ein bisschen so, come on, you can do it, komm, man gibt einen Job, ich spreche nicht von diesen Themen. Ein Job, den man auch verloren hat, wo man eigentlich die nächste Person hätte sein müssen in der Karrierenleiter. Man hat die Karriere oder auch die Berufung nicht so gekommen, wie man es gedacht hatte. Finanzen, Kinder, you name it. Und ich spreche heute von Dingen, das hat nichts zu tun mit Motivational Speeches, wo man sagt, komm, kommt schon wieder gut, die besten Tage sind nicht hinter uns, vor uns. Ich spreche nicht von diesen Zitaten, ich spreche wirklich von Dingen, die wir jetzt zusammen erleben werden, dass wir diese Themen jetzt zusammen bringen und wirklich erleben. Ich meine, wirklich erleben. Vielleicht einen Schmerz hast du seit 20 Jahren, hast du einen Schmerz seit einem Jahr oder jetzt 5 Monaten, auch okay, aber ich spreche von Dingen, die sind unmöglich. Ich möchte heute mit dir zusammen das Abendmahl nehmen und erleben, dass Dinge, die unmöglich sind, die sind wie eine Kerbe, sage jetzt mal, wie eingraviert, dass diese Dinge heute, wenn wir zusammen beten, und die Bibel sagt, wenn 2 oder 3 zusammenkommen, 1, 2, und du bist auch da, wird Gott unser Gebet erhören und er ist mitten unter uns. Und wenn Jesus mitten unter uns ist, kann ich dir sagen, er bewegt seinen Arm. Ich möchte bewusst jetzt ein bisschen Glauben uns zusprechen, dass wir einfach denken, ja, jetzt haben wir gestern schon das Abendmahl eingenommen, heute auch wieder, es machen es auch eine Woche so. Ich möchte ganz bewusst unseren Glauben aktivieren, dass wir wirklich mit dem vollen Glauben uns hinhalten und es kann wehtun, es kann Tränen auslösen, es kann die ganze, in der Schweiz sagt man die Gülle, der ganze Frust kommt wieder hoch. Das muss man zulassen, weil es ist das Gleiche. Eine Wunde heilt nur dann, wenn man den Dreck rausnimmt. Und der Dreck tut mehr weh, rauszunehmen, als das, was passiert ist. Und wir müssen das manchmal zulassen, weil Träume Gottes, Träume von Josef,
man kann nur über das sprechen, aber wenn man nicht das Fundament daran arbeitet, Susanne, dann ist es oft ein Frust, weil Leute sagen, ja, ich nehme ja meine ganze Geschichte mit. Und Josef musste, ich kann es nicht anders sagen, seine Geschichte, seine Verletzung, auch Jakob hat Gott den Finger nicht weggenommen, bis diese Themen im Leben von Jakob, Josef, Benjamin, you name it, und sogar auch Judah gelöst war. Magst du das Bild nochmal halten? Ich halte es sehr gerne. Ich hab's ausgedruckt in der Hoffnung, dass es nicht so spiegelt. Es spiegelt trotzdem so ein bisschen vom Licht. Ja, genau. Also du kannst ja das Bild downloaden, indem du auf den Link drückst und dann siehst du alle Bilder und du kannst sie auch schon im Voraus anschauen und die Gedanken machen. Das haben die einen oder anderen vielleicht gemacht. Es spiegelt und das stört mich. So. Also du siehst wieder ein Weinglas und ich gehe davon aus, oder so interpretiere ich mein Bild, das Weinglas, das bist du. Und es ist ein Glas ist ja etwas sehr Zerbrechliches. Und wenn wir heute unsere Enttäuschungen bringen oder unsere Schmerzen bringen, unser Versagen bringen, das, was zu kurz gekommen ist in unserem Leben, wenn wir das heute bringen, dann stelle ich mir vor, es ist wie wenn man ein schmutziges Glas auswäscht. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon passiert ist. Ich habe schon bei der Glassammelstelle stellen manchmal Leute so Blumenvasen hin. Ich nehme die mit nach Hause. Sie sind verkalkt oder sie sehen schmutzig aus. Und wenn man sie dann reinigt, dann ist es eigentlich immer noch schön. Sie haben keinen Splitter weg oder irgend sowas. Und genau das stelle ich mir vor, was heute geschieht mit unserem Inneren, mit unseren Herzen. Und das ist nicht alles. Es wird nicht einfach nur gereinigt durch das Blut von Jesus Christus, sondern das ist das, was die Taube symbolisiert, der Heilige Geist. Und schau mal, die Taube hat eine Blume in der Hand und für mich ist das die Friedenstaube. Der Heilige Geist kommt heute und gießt sich aus in dich hinein und genau dafür werden wir gleich beten. Wow, bin froh, man sieht mich wieder. Oh hast du lange das Bild gehalten? Ja, nicht nur das. Ich habe alle diese Weingläserbilder habe ich alle gefeedbackt. Susanne fragt mich, wie ist das? Und ich mir, super, super. Es ist ein Unterschied, ja, logisch. Genau. Also lass uns jetzt den Wein und die zwei Elemente nehmen, den Brot und den Wein. Das ist wieder unser Element, das wir hier haben. Das Brot und den Wein. Und wir möchten jetzt ganz bewusst unsere Enttäuschung, das Wort heißt, ich wurde getäuscht von dem Bild, das ich hatte. Also es ist oft auch so, dass wir enttäuscht sind von gewissen Dingen, wo Gott nicht enttäuscht sind, wo Gott sagt, ja, that's the plan, aber spielt keine Rolle. Sondern wir nehmen dieses Brot und Jesus nahm dieses Brot und ich möchte das nochmals bewusst sagen, er dankte Gott zuerst. Und ich finde, das Danken ist eben ein Statement, bevor wir ein Wunder und einen Durchbruch von Gott erbitten. Danken beginnt, dass ich mir bewusst mache, zu wem bete ich. Wer sitzt an meinem Tisch oder wer sitzt jetzt gerade da bei meinem Laptop da. Es ist nicht einfach Gott, sondern es ist der Schöpfer Gott. Der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott sitzt jetzt bei uns, jetzt in meinem Leben. Das heißt, er nimmt Platz. Und die Bibel sagt sogar im Psalm 23, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Und ich danke dir, dass auch wenn ich umgeben bin von Feinden, von Situationen, von Niederlagen, von Geschichten, die ist wie ein Fehler in meiner Geschichte, dennoch und trotzdem, ich möchte dir zurufen, dennoch und trotzdem, dennoch und trotzdem, dennoch und trotzdem hat Gott dich nicht eine Sekunde verlassen. Und dennoch und trotzdem sitzt er mit mir in meinem Boot. Dennoch und trotzdem mag es stürmen, ist er in meinem Boot. Dennoch und trotzdem hat er mir gesagt, ich werde über Mauern springen können. Das heißt, ich werde über Hindernisse springen. Und ich weiß nicht, was die Hindernisse sind etwas ganz, ganz Praktisches oder ganz, also praktisch, etwas ganz nicht Praktisches, Alltägliches. Du wirst mit der Kraft Gottes drüber springen. Das bedeutet, du wirst es meistern können. Und jetzt sagt Gott, danke für wer er ist, dass er dennoch und trotzdem, sagt dennoch und trotzdem meinen Gefühlen
warst du immer da und dennoch lass du mich nicht los und dennoch hast du das letzte Wort. Und trotzdem, auch wenn ich Dinge vielleicht selber verbockt habe, dennoch kommst du zum Zug. Ich möchte bewusst das dennoch über dir aufrufen, weil es gibt Geschichten bei dir, du hast das vielleicht selber eingebrockt. Ich möchte dir sagen, dennoch, und das ist das allererste, wenn ich das Abendmahl nehme, dennoch kommt Gott zum Ziel. Und jetzt, ich iss dieses Brot als ein Zeichen, Jesus starb am Kreuz, an meiner Stelle, nahm all meine Fehler, all meine Sünden auf ihn, damit ich das nicht durchleben muss. Er wurde durchbohrt an meiner Stelle. Er nahm die Krankheit auf sich. Und ich möchte jetzt meine Krankheit dir bringen, und das hat mit dem zu tun, ich habe schlaflose Nächte, ich bin unruhig, ich habe vielleicht eine Krankheit bekommen, eine Migräne, Depression, Einsamkeitsgefühle, Minderwertigkeitsgefühle haben wieder so reingekickt. Also alle diese seelischen Krankheiten, die unsere Niederlage, ein Schmerz verursacht, auch Freudlosigkeit, das Minderwert, das Gefühl haben, ich werde nicht gehört, nicht gesehen. Ich bete jetzt für diese Eigenschaften von Krankheiten. Es ist nicht nur der Ellbogen, der wehtut, oder sagen wir mal ein Herz, wo eine Störfunktion hat. Ich spreche von den seelischen Dingen, die oft eben reinschlagen und uns krank machen. Ich bringe Jesus alle diese Themen und ich iss, und jetzt nimm das Brot und iss Heilung. Nimm das bewusst für dich jetzt an. Ja. Lass es wirken, während du das Brot kaust. Das ist etwas so Schönes, wenn wir das Brot kauen können und uns dabei vorstellen, dass wir den Leib von Jesus Christus essen. Und wenn du ja etwas isst, dann macht das etwas mit deinem Körper. Es sättigt. Und ich danke dir, Jesus, dass du mich satt machst. Wir haben Enttäuschungen und all diese Dinge vor dir abgelegt. Und wir stehen jetzt auf und es gibt eine Distanz zu den Enttäuschungen, weil die Enttäuschungen und all diese Dinge, die liegen am Kreuz. So stellen wir uns das vor. Wir stehen auf, Ja. wir kauen deinen Leib, den du hingegeben hast. Es ist auch lustig, ich habe jetzt ein Stück Brot genommen, keine Ahnung, ist ein bisschen, was nicht, ein bisschen älter. Ich habe gekaut und gekaut und gekaut. Ich dachte, ich bringe das Teil nicht runter. Und während ich das gekaut habe, habe ich wirklich den Eindruck gehabt, es gibt genau Leute heute, du musst bei diesem Thema ein bisschen mehr kauen. Es ist nicht einfach ein Biss und runter, sondern es kann sein, dass dieses Thema ein bisschen kauen musst, verarbeiten musst. Das ist wirklich auch etwas, was ich auch, weil das Abendmahl ist nicht einfach so ein Monolog, es ist ein Dialog. Und ich habe gedacht, wieso kaue ich so lange an diesem Brot? Das sind manchmal ganz einfache Dinge, wo Gott spricht. Und wenn du merkst, dieses Thema ist nicht einfach mit einem Gebet erledigt, dann kaue, dann bearbeite das. So lange, bis du merkst, du kannst es runterschlucken und es ist erledigt. Und wie gesagt, bei den einen ist es so, und ich liebe auch das, du machst ein Gebet und boom, Gott heilt. Das ist das, was wir lieben. Du, Aber manchmal ist es auch ein Prozess. Warum eigentlich runterschlucken? Lass es uns ausspucken heute. Nein. Anstatt ich hab schon- nicht das Brot, meine ich. Lass es uns ausspucken. Anstatt, man sagt doch, ich kaue daran, das ist so vielleicht in der Schweiz so ein Sprichwort, aber lass es uns heute ausspucken vor dem Kreuz. Da bin ich gespannt, wie du das machst. Also, Nicht das Brot, die Enttäuschung. die Enttäuschung. Ich habe gedacht, das Brot, das wird ganz, Nein. Das wird ganz übel. Ich habe gedacht, Nein, meine die Güte, Enttäuschung. wer reinigt unsere Küche? Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also wir sind jetzt, merkst du, das ist ein bisschen spontan ist uns. Und das ist mir eben mega wichtig, weil wenn man eben das Abendmahl nimmt oder auch betet, es geschieht etwas und es ist banal. Susanne kommt in den Sinn, lass uns ausspucken. Ich denke, Ja. also was soll das? Und es spielt ja keine Rolle, wie Gott spricht. Hauptsache er spricht und man muss sensibel werden für Dinge und du denkst, na gut, das Brot ist jetzt halt irgendwie komisch oder was auch immer. Das spielt gar keine Rolle. Gott hat viele Wege zu uns zu sprechen und wir machen es uns oft zu kompliziert und es ist immer in der Einfachheit, kommt ein Gedanke, man muss länger kauen und Susanne sagt, lasst uns Dinge ausspucken. Genau, das sind so Gedanken, nimm das einfach
Genau. Und jetzt nehmen wir noch ganz kurz den Wein und ich liebe dieses Element und zwar aus folgendem Grund, weil wenn du das trinkst, das geht so wunderbar den Hals runter. Und ich liebe dieses Gefühl, wenn es dann so bei der Brust ist und man spürt eben, da geht etwas runter. Und ich möchte jetzt ganz bewusst mit dir zusammen den Wein nehmen. Jesus nahm den Kelch, er dankte Gott nochmals, er sagt, das ist mein Leib, ist das Brot, das für mich hingegeben worden ist und das ist auch das Blut vom neuen Bund. Und Gott, Jesus macht einen neuen Bund. Das heißt, die Bünde vom Alten Testament, er erneuert etwas und die Bünde haben die Bedeutung, eine der Bedeutungen bedeutet, was Gott gehört, gehört ab nun an mir. Und ich sage, was ich habe, gehört auch dir. Darum sagte Paulus nicht mehr, ich lebe, sondern Christus wohnt in mir, sondern das, was ich habe, das gehört Christus und ich wohne in Christus. So. Und jetzt nehmen wir zusammen das Blut von Jesus, das uns reinigt. Und das Blut hat auch diese Kraft, dass gewisse Gefühle, die du verbindest mit deinen Enttäuschungen, du noch darüber sprechen kannst, was geschehen ist, aber du spürst den Schmerz nicht mehr. Das ist wie wenn man hat eine Narbe, du kannst sagen, ja, da hatte ich einen Unfall, aber du spürst nicht mehr den Schmerz und die Heilung. Das ist alles schon geschehen. Und das möchte ich jetzt ganz konkret mit dir beten. Nimm es und während du das nimmst, dieses Blut, den Wein, es darunter läuft, spreche ich dir, mir zu, das Blut von Jesus Christus reinigt uns von allen Erlebnissen und ich spreche von den Gefühlen. Es soll nicht mehr verbunden sein mit Gefühlen, es soll nicht mehr verbunden sein mit einem Schmerzen. Sondern ich bete, dass du über diese Themen sprechen kannst, aber du hast nicht mehr die Tränen und den Schmerz. Und ich bete im Namen von Jesus Christus jetzt über dir und ich widerstehe dem Geist der Anklage und ich widerstehe dem Geist der Schuldgefühle und ich widerstehe dem Geist der Gefühle, die immer wieder hochkommen im Namen von Jesus Christus. Du hast keine Berechtigung mehr, du hast keinen Platz mehr, in mir zu sein. Im Namen von Jesus. Ja, und wie gesagt, wir haben etwas ausgelehrt vor Jesus. Ich zeige nochmal dieses Bild und ich möchte jetzt für dich am Schluss folgende Bibelstelle beten aus Jesaja 11, Vers 2. Nimm das, musst du es ja nicht vors Gesicht halten. Das ist schön so. Nein. So. Also, nimm das als Segen für heute, dass du neu gefüllt bist, weil es heißt in Jesaja 11, Vers 2, der Geist des Herrn wird auf dir ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht des Herrn. Und du bist gesalbt und du bist erfüllt mit diesem Heiligen Geist, der Rat, Kraft, Weisheit, Liebe, Besonnenheit und diese Kraft in dir ist. Und mit dieser Kraft gehst du heute in den Tag und mit dieser Kraft bist du befähigt, nicht mehr einzuspuren, wo es in die Enttäuschungsschiene reingeht, sondern einzuspuren, wo es auf den Weg geht, der ins Freie führt, der in die Freiheit führt, weil das ist der Weg von Jesus Christus. Amen. Amen und ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr werdet, wie ich, ein bisschen wacher zusammen sieht. Ich schaue das Bild an und denke, das gibt's gar nicht. Das ist der Beauty, Danke. the Beauty and the... Nein. Nicht der Beast, aber... Also, bis morgen. Ciao Tschüss. zusammen, tschüss. Ciao, ciao.